Das heißt, es ist wieder Zeit für Lockdown-Songs. Heute habe ich ein bisschen einen weiteren Weg auf mich genommen. Ich bin, wo bin ich denn genau? Es ist noch Landkreis Passau, glaube ich, gell? Aber an der Grenze zum Landkreis Rottal-Inn. Jetzt stelle ich mal ganz kurz vor, da ist einmal der Simon, der Timo und der Jürgen und einen Timo frage ich gleich einmal. Timo, wo sind wir denn jetzt da? Wir sind in Einbach im Landkreis Passau, sprich ein paar Meter weiter Richtung Vödel, warten wir dann schon Landkreis Rottal-Inn. Ich bin ziemlich an der Grenze, aber nach dem Landkreis Passau, also ich glaube eine Stunde bis gefahren fast. Ja. Dann haben wir die einzigen, wo du sagst, die Richtung uns, aber nicht Richtung Wald. Aber ja, hat uns gefreut, wie gesagt, dass du da bist. Aber noch Landkreis Passau, genau. Einbach. Okay. Und man merkt schon, wir kennen uns noch nicht persönlich, haben uns heute erst wirklich persönlich kennengelernt. Simon, wie ist denn das gelaufen? Kannst du mir das ganz kurz erzählen, dass wir jetzt zusammengekommen sind? Ja, also der Timo und ich, wir haben einfach Waldmusik-Fans, muss man so sagen. Der Timo hat einen Kanal entdeckt. Wir schauen uns fleißig YouTube-Videos an und haben dann auf deinen Kanal gekommen. Und dann haben wir so geschmerzt und haben wir nicht getrunken. Und dann sage ich, ja, ich schreibe mal an Alex, suche mir die E-Mail-Adresse aus vom YouTube-Kanal und dann passt das. Dann haben wir 2 Kontakte aufgenommen und dann haben wir schon einen Termin gehabt. Ja. Und so sitzen wir Gott sei Dank jetzt beieinander. Ihr seid so wirklich 3 super Musiker. Musikalisch wird es dann auch was zum Besten geben, natürlich. Wie ist denn das so? Wie heißt denn Enker Band, Jürgen? Also eigentlich haben wir noch keinen so einen Bandnamen, aber Timo, Simon und wenn ich manchmal dabei bin, Jürgen. Ach so, also die Vornamen noch praktisch, oder? Eigentlich noch die Vornamen, also wir haben angefangen, wie gesagt, gute 2 Jahre jetzt haben wir unseren ersten Auftritt so. Ja genau, erzähl ja mal die Geschichte. Eine engagierte Sache, sage ich jetzt mal, haben wir uns, wie gesagt, waren wir beide in der Landjugend, BJB Einbach, in dem Verein dabei. Schöner Gruß an dem Fall. Unbedingt. Unsere Landjugendmäuse, genau. Und wenn? Nein, das sage ich jetzt nicht. Die Mäuse bleiben unter uns. Auf jeden Fall waren wir dann auf dem Hüttenausflug. Sonnen haben wir drin gewesen. Haben unsere Hütten mit, also super schön gewesen. Haben wir dann da unabhängig voneinander eigentlich Musik mitgenommen. Also ich noch meine alte Quetsche, nicht die neue jetzt da. Und ich auch noch, also ausrüstungsmäßig haben wir noch untere Kategorien, sage ich jetzt mal. Und haben wir dann aber da eigentlich gut miteinander zusammengefunden und haben wir dann eigentlich nach der Hütten die ersten Auftritte gehabt. Genau. Zu zweit erst einmal, oder? Zu zweit, ja. Und ich und der Jürgen kennen uns schon länger. Wir haben miteinander auf die Reise gegangen, haben unseren Abschluss miteinander gemacht. Haben wir da auch schon musikalische Abende dann die geleitet haben wir einmal gespielt zumindest. Aber ja, auf der offenen Tür haben wir auch gespielt. Wir haben eigentlich immer gespielt, wenn uns in der Schule zum Feiern gegeben hat, ja. Mit der Quetschen. Zu zweit dann. Zu dritt. Ja, zu dritt. Ich mit Kontrabass manchmal noch. Und mir taugt. Super ausgeschaut, ja. Kann man schon sagen. Und so ist es dann zustande gekommen, dass der Jürgen auch zu dritt Ja, das hat sich dann angeboten, dass wir dann noch größere Auftritte gehabt haben. Und dann haben wir uns gedacht, hey, war viel geil zu dritt. Der Jürgen dann mit dem E-Bass dazu oder mit dem Händel oder was weiß ich. Und das ist dann sich dann so ergeben. Und seitdem haben wir auch öfter zu dritt unterwegs, ja. Und Simon, wie ist jetzt das mit dem Namen, muss ich nochmal sagen. Natürlich, jeder von euch hat einen Namen, aber mit dem Bandnamen. Angefangen hat es quasi mit dem Timo mit mir. Und dann haben wir die ersten Geburtstage ein wenig gespielt. Mal auf ein Vierspiel. Und dann haben sie uns aber gefragt, wie wir uns nennen. Dann haben wir gesagt, ja, er ist der Timo, ich bin der Simon. Und dann haben wir halt gesagt, ja, mein Timo und Simon halt. Ja, haben wir keinen speziellen Namen. Dann ist das angegangen, wenn wir größere Sachen gehabt haben, dass wir einen Jürgen dabei gehabt haben. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt seid ihr heute zu dritt, wie heißt es denn dann? Dann haben wir gesagt, ja, dann halt Timo, Simon und Jürgen. Der Jürgen. Und aktuell haben wir quasi noch keinen vernünftigen Bandnamen. In dem Sinne vielleicht der Aufruf an Alex, seinen Kanal. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr für uns einen zünftigen Namen habt. Haut uns die Vorschläge her, wir haben um jeden dankbar und vielleicht findet ihr da auch noch. Das war super, also wer was hat, unbedingt unten reinschreiben, weil das wird nämlich zum Problem, jetzt sind sie zu dritt, wenn es dann irgendwann zu 10 oder zu 12 sind, dann dauert das so lang, bis man den Namen sagt, da ist der Auftritt schon fast vorbei. Ja. Nein, Spaß beiseite. Wie schaut es denn aus? Kann man mal anspielen auch, oder? Was alle? Ja. Mit dem Bayerischen fangen wir an, oder? Mit dem Bayerischen fangen wir an. Gaubayerischen, oder? Gaubayerischer? Ja. Hört sich gut an, super. Oma. Und Timo, hau mir eine, genau. Auf geht's.
Ein schöner bayerischer. Ja, fein gerade noch Tänzer da irgendwo am Tisch vielleicht. Das war das. Das war doch das. Jetzt muss ich schon mal fragen, ihr seid ja noch gar nicht so alt, oder? Seid ihr noch recht jung? Fangen wir mal bei dir und du bist der Jüngste, glaube ich, oder? Ich bin 18, ja. Ja. Hilft Ich nicht. bin vor kurzem 19 geworden jetzt, ja. Genau, ich bin der Ältere, ich bin 24. Ja, man merkt es am Bord schon ein wenig. Gell? Also wenn du ganz nah hingehst, dann kann man nicht erkennen. Also sozusagen der Opa von dir. Ja, ihr müsst aufpassen. Genau so. Mit Wir sind nicht mehr gerade am Wasser runter. Wir sind immer gar noch erfahren. Zeitmäßig war es halt wieder ein bisschen schwierig bei dir, deswegen hast du wieder vergessen, dass du dann stutzt wahrscheinlich. Wie so eben ist. Ja, mit dem Bord. Ihr darf ja nicht nur Musik spielen, oder? Was macht ihr denn hier beruflich dann noch? Kann man da vielleicht einmal anfangen? Bei dir? Ich bin in Passau bei einem bekannten Hemdenhersteller, bei Eterna. Ja. Und findest in deinem Job nebenbei schon noch die Zeit für die Musik, oder? Freilich gehen wir oft nur zusammen und proben wir. Haben wir einen Sommer eigentlich von Juli weg bis Oktober jetzt Wochenende unterwegs gewesen. Oft zu zweit, oft zu dritt. Also am Wochenende findet sich zwischen Arbeit und Fußball irgendwie noch Zeit. Auf jeden Fall. Und bei dir, Jürgen? Beruflich? Ich bin beim Paul Karosserie- und Fahrzeugbauer und ja, mit dem wir da so Lastwagen umbauen und ja, mir gefällt es und nebenbei noch ein bisschen Landwirtschaft daheim. Ah ja. Ja, und dann auch ein bisschen Musik spielen. Dann ist es Zeit schon. Was habt ihr? Habt ihr Viecher? Oder? Ja, also ja, hier haben wir 20 Stückel. Ja. Mein geht auch noch da, aber unter Pap. Ein bisschen eine Nebensache. Ja, aber da hast du schon was zum tun, auch, gell? Also mit der Ja. Musik dann noch und... Ja. Schon, aber ja, das macht man frei und warum nicht? Und du spielst da mehrere Instrumente auch sogar, gell? Bleiben wir mal bei dieser, nicht nur die steirische, was du spielst. Kannst du Ja. das einmal aufzeigen? Lang da ein Hand dafür. Jetzt müssen wir überziehen. Jetzt müssen wir überzeugen. Was er nicht spielt. Ach so, genau. Da haben wir Zeitlich wirklich besser bei uns. Cello oder so? Cello? Nein, das ist nicht meine Richtung. Nicht? Ja, gut. Aber vielleicht ist es ein Dachboden noch. Er zeigt das ja immer, geh von oben. Vom Dachboden, vom Opa noch wahrscheinlich. Zählen wir auf. Na, was sind die Hauptinstrumente, sag ich jetzt mal? Also mein Hauptinstrument ist eigentlich schon steirische. Dann habe ich eigentlich E-Bass, Tenorhorn. Da habe ich ja bei den Bläser, also da spiele ich schon bei den Bläser seit 6 Jahren ungefähr. Und Piano haben wir jetzt noch gekauft, also ein E-Piano. Da bin ich noch unter Lerner, das haut mir nicht so hin. Und ja, Saxophon habe ich in der Schule gelernt. Das auch noch? Ja, ein bisschen das. Hawaii-Gitarre habe ich auch daheim. Das klang wirklich ein Hand nicht mehr. Nein, gell? Hawaii-Gitarre habe ich auch daheim. Ja, Und das der Carbon auch noch. ja, kein Das Hund, hast du das auch steht wieder Ach, das wollte ich aus, das werden wir dann hier. Ja, gell? ja, Also, ja, das ist ja, wichtig. Das ist ein kleines Schlagzeug, ja. Und, ja. Super, Wahnsinn. Jetzt möchte ich dich noch fragen. Timo, beruflich, wie ist denn bei dir gerade? Ich mache zurzeit mein Abitur im Verkehr in der FOS. Und ja, wie gesagt, weil du gefragt hast, was man mir nebenbei noch ein bisschen lernen. Also wie gesagt, super gerne Musik spielen, einfach immer, immer wenn ich Zeit habe. Ansonsten spiele ich auch aktiv Fußball, zurzeit eher weniger, aber früher geht es wieder auch. Im Außen schaut da zum Schnee draußen, gell? Ja, wir haben auch meinen kleinen Hof daheim, früher auch noch Viecher daheim gehabt, was ich dann auch aufgelöst habe, aber das war auch früher noch, sage ich mal, was noch zeitaufwendig war. Aber ja, eigentlich Hauptding ist wirklich Musikspielerei, wenn man das einfach an mehreren Freien macht. Ja, super. Kleinen Hof und eine wunderschöne Hitten. Man kann es eh erkennen, gell? Das sind wir. Ja, Nagel rein. Ja, wirklich. ja, weil wie gesagt, war so ein bisschen ein Frühjahr-Sommerprojekt. Hat der Bach gesagt, er baut sich sowas ein, auch vielleicht Indikator Musikspielerei ein bisschen, weil das einfach, ja, der Bach ist für uns auch ein großer Fan, also das unterstützt auch recht stark, was der Musikinstrumente und sowas anbelangt, und dann hat er sich gedacht, sowas möchte er, wir bauen wir sowas. Dann auch Unterstützung von einer, von meinen Freunden haben wir dann dieser Tag gestellt, und jetzt ist es fertig, noch nicht ganz fertig, ein paar Baustellen haben wir da noch im Licht und so weiter, aber das sehen wir jetzt nicht kurz vor. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir schon geschickt kaschiert. Nein, aber so ist wirklich, also wir haben jetzt früh mal, ja. Gut hingehauen. Nein, das muss man wirklich sagen. Weil du gesagt hast, dein Papa unterstützt die Musik. Sind deine Eltern auch Musikanten? Oder? Nein, gar nicht. Also, meine Mama hat früher Gitarre gespielt mit mir, ein bisschen zu Weihnachten ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten, meine Schwester spielt noch Gitarre, also relativ gut eigentlich auch für ihre Eltern schon. Aber ansonsten, mein Papa hat es gerne können, aber auch nicht da, aber zu wenig Zeit. Aber so in der Familie habe ich eigentlich keine, oder wie bei dir auch wahrscheinlich. Ja, das ist bei Für dir das, was genau du das kannst. Gleiche. Also, Ja, außer mein Papa.
wenn er das ein oder andere Bierchen hat. Ja, super. Ja, Mag er Dann singt er. auch Aber gern kann singen, gut singen, ja, und gell? kann Also, auch gut singen. ja. Und Ja. schön, das hört sich auch noch hübsch an. Also schön. kann man jetzt nicht sagen, aber der Ober kann nicht ertragen. Jetzt, wenn der Pap zuhört oder zuschaut bei dem Video, dann kann er bei dem nächsten Stickel, das wir spielen, vielleicht sogar mitsingen. Meinst du, kennt er das? Ja, Hula Baloo kennt Ja. er aber, ja. Kennt er schon, oder? Ja. Spielen wir es gleich, oder wie Das- schaut es denn aus? Ja, so, ich steck schnell um. musst du umwackeln, oder? Ja, wackel nochmal um. Dabei da ich mal einen Schlicker trinken, So. weil das Reden macht so Prost durstig. mal zusammen, oder? Prost. Jürgen. Warte, Genau. warte, noch, nicht so schnell. Prost. Prost beieinander. Prost. Prost. Prost, Prost. Sind wir in der Nähe von Aldersbach. Da darf das Bier natürlich nicht fein, gell? Kennt man normal, ja. Alles Bacher Bier. Ja, und der Jürgen klopft jetzt auf dem Cajon, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das ist so unter dem Tisch drunter. Unter der Gürtellinie. Genau. Hau mal drauf, dass man es hört. Mollig. Ja. Und ja, Ah, ja, wir singen und auch spielen ein wenig Quetschen, dazu. Quetschen brauchst du schon, ja. Ja, du kannst so einmal probieren mit der Luftquetschen. Ja. Gut. Da war es nicht ausgehen. Packen wir es an. Ja, freilich. Ori, 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 ori,
Wahnsinn, da rührt sich was. Okay. Hula Palu. Eine super schöne Nummer. Da Springen kommt wir man auf. direkt ins Schwitzen, gell? Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht, auch für modernere Klänge ist diese Gruppe, die noch keinen Namen hat leider, zum Haben. Ja, jetzt ist es so, auch wenn ihr noch keinen Namen habt, wenn wir euch trotzdem buchen, weil vielleicht für nächstes Jahr, wenn es hoffentlich mit den Corona-Bestimmungen wieder besser ist, findet man ihn nicht trotzdem irgendwo. Ja, wir haben seit dem Sommer Instagram-Seiten, Timo und Simon, dazwischen ein Unterstrich. Und da haben wir jetzt halt noch nicht viele Sachen drin, aber haben wir angefangen, dass wir die Auftritte ein bisschen posten und da kann man uns jederzeit kontaktieren. Also Instagram, Timo und Simon oder Simon und Tim? Timo und Simon. Timo und Simon. Das ist ihr. Ja, der Chef von der Quetschner wird zuerst Timo unterstrich und unterstrich Simon. Genau. Alles klar, ganz gut. Apropos 2022, ist schon was geplant, irgendwie auftrittmäßig, oder habt ihr schon was im Kalender, oder ist es eher nur so, dass die Leute noch abwarten? Das fällt mir gerade das auf der Hochzeit. Wir haben jetzt auf der Hochzeit gespielt, wie gesagt, die ersten Hochzeitsauftritte auch schon, super schön gewesen. Und die erste Hochzeit in Ekelham, also Richtung da aus, Rottweiler. Nein, Alderspruch war es, Entschuldigung, in Alderspruch hat der geheiratet. Und der hat sich für 2023 bei uns schon eingebucht. Er hat sich eingebucht, der muss jetzt den Termin schon fix machen. Und dann Ja, nächstes Jahr ist jetzt aktuell noch nichts fix. Jetzt halt aktuell haben wir leider ein paar Weihnachtsfeiern absagen müssen. Hätten wir 2, 3 Weihnachtsfeiern gespielt. In die Wirtshäuser ist leider alles abgesagt worden. Von daher sind die Leute noch ein wenig vorsichtig. Für nächstes Jahr ist jetzt noch nichts geplant. Aber ich denke mal, ein paar Sachen, die heuer leider abgesagt worden sind, werden vielleicht nachgeholt. Kann ich mir gut vorstellen. Bestimmt. Also, wer die Jungs einmal buchen möchte, unbedingt schaut vorbei auf Instagram und schreibt es ihnen natürlich. Abschließende Frage noch. Es schauen da doch, wir haben davor diskutiert, ungefähr 25% Frauen zu auf meinem Kanal, 75% Männer, Ab wann geht's 25% bergauf? Frauen. Ab wann geht's hoffentlich Auskommen für Frauen, ich bin gespannt. Wie schaut es denn frauenmäßig aus? Seid ihr von gegen alle oder wart ihr nur zum Home? Beim Musikspielen oder? Man muss unterscheiden. Sag mal so, wie ist es beim Musikspielen? Kommt auf die Anfrage drauf an. Nein, ernsthaft? Dass man geschimpft irgendwas so. Nein, nicht, dass wir geschimpft kriegen. Ich will vergeben. Ebenfalls. Ich leider noch nicht. Aha, ja, für den Jugendbrauch hat man noch eine, oder? Ja, wenn sie geschickt ist. Also haben wir 2 Sachen, einen Bandnamen brauchen wir und für den Jürgen brauchen wir eine. Auch gerne Kommentare. Genau, kleine Kommentare an Alle den schreibt Sie muss es. einen Hof da haben, das ist das Grundvoraussetzung. Nein, sie braucht keinen Hof nicht daheim, aber Sondern? sie mag, also sie muss das mögen, dass du mithilfst. Ach so, weil ja du einen Hof daheim Ja, hast, ich habe oder? einen Hof, also ich möchte nicht von daheim fort. Kriegst du den auch mit den Hof? Ja, schon, ja, mit meinem Bruder. Ja, unbedingt. Also für alle angehenden Bäuerinnen, die sagen, der Jürgen, das war auch ein ganz geschickter ein Musikant und ein ganz netter ist er auch noch, 18 Jahre alt. Wie weit darfst du das nehmen? Wie weit darf ich zu? Was hast du für Altersgrenze? Ja, mei, Sag nichts Kommt falsch. drauf an, oder? Sag nichts falsch sagen. kommt drauf an, so darf es jetzt nicht sein. Oder muss er sich noch können. Sagen wir so, Trente soll es noch nicht haben. Trend, das will man nicht haben. Ja, ich schaue einmal, ich bin nur Lehrer, vielleicht sind von meinen Schülerinnen ein paar dabei. So Ich frage mich, Freunde, oder fast so Freunde. das darf wunderbar passen. Ich Da waren frage ein paar mich, warum. Genie auch drin, glaube ich. Gell? Ja, kann man noch mal ein wenig vermitteln. Immer Geiler drin, ja. Immer wer einen Hof da haben, also da braucht man sich nicht Gedanken machen, glaube ich. Da findest du Da schon. findet sich schon eine. Oder spätestens nächstes Jahr, dann, wenn es mit Musikspielen wieder weitergeht. Ja. Dass der dumm werden. Ich Ja. denke auch, ja. Und das Like, gell. Das ist Ja. das Schöne. Haben wir mir auch, wie gesagt, die Corona-Zeit war eigentlich natürlich hart für uns, aber auch schön, weil wir dann doch noch vorgekommen sind eigentlich, weil wie gesagt, wir haben ja dann doch auch kleine Festivals, wo Private Sachen und so ja, haben 30 gegangen. bis Ja. 30 Leute ist noch wirklich gut hingehauen Ja. und du kommst auch gut Leute. Super. Das ist einfach das Schöne, ja. Ja, super. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Jetzt haben wir geratscht, haben wir Musik gespielt, haben wir einiges ausgemacht. Einen Bandnamen brauchen wir, für Jürgen brauchen wir eine Freundin. Was ich auch noch sagen wollte, was ich unbedingt noch loswerden wollte, dazu auf Abonnieren klicken, das war auch ganz, ganz wichtig Genau. von dem Kanal. Dann geht es weiter, dann geht es sogar noch weiter, alles bis in die Aldersbacher Gegend. Genau. Vielleicht kommen wir noch mal über Niederbayern hinaus Ja, mit ja. den Videos, mit den Aufnahmen. Da habe ich uns nicht freuen und dann geht mein herzlicher Dank natürlich an die 3 Jungs da, dass ihr euch Zeit genommen habt Ja, und ziemlich gern. euch bereit erklärt habt für das Interview und ein paar mit mir gespielt habt. Das haben wir super gefunden, haben uns angeschmerzt, haben gesagt, den schreiben wir einfach mal an. Uns hat es gefreut, dass du da warst, Alex. Gerne. Wir haben uns gedacht, jetzt schreiben wir mal, weil mehr wie nicht zurückschreiben kann ich nicht. Ja. Und dann Meistens hast ja. du gesagt, ja, das ist eh mal ganz besonders. Erstens die Richtung und auch mal eine ganz junge Musikgruppe. Ja.
von dem her war ein super Abend heute. Also Passt wunderbar. können wir mir auch gerade anschließen. Gerne wieder. Vielleicht Trimmen haut's wir wieder, noch oder? mal. Bevor wir Bitte? abschließend Servus sagen, trimmen wir noch Ach mal. so, ja, natürlich. Ja, Nicht, trinken wir noch mal. dass wir das vergessen. Ja, ja. Prost. Prost, Prost, gell? Auf euch. Und dann bleibt mir nur zum Sagen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, macht es alle gut, bleibt gesund und bis bald im Wald. Für euch. Servus. Servus.